Die pfälzischen Kriegsziele von Paul Münch. Man meint, es gäb kein größer Klick als wie die rauliche Politik. Leid, wo sonst ganz vernünftig sind und lieb und zahm wie kleine Kinder, die sind genau wie rumgedreht, is als von Politik die Rede. Da meint jeder, grad nur er, wisst, was es allerpiffigst wär. Und schwuppdisch is am ganzen Tisch Mords, Gefuchtel und Gegrisch. Die Leid, die wären bes und wiedig und krien Kipp, als wären sie gliedisch. Und fortgebloß is Spaß und Fred und aus ist die Gemütlichkeit. Von jeher hab ich deswegen die Politik nicht leiden möge, obwohl ich als ein Pelzermann die Staatskunst aus dem FF kann. Doch nie im Traum tät ich dran denke, meine Meinung andere aufzuhängen. Und doch, es is für uns Pelzerleid jetzt wirklich allerhöchste Zeit, rauszurücken, forsch und stramm mit unserem Friedensschlussprogramm. Denn wann jetzt von der Staaten alle Zusammenkunft wird abgehalten, dann braucht die Palz doch wenigstens 12 Plätze auf der Konferenz. Und wann's dann zum Verdelen kommt, dann wird gehörig aufgedrummt. Jo, man kann doch die Franzosen so ugerobbt nicht laufen lassen. Die müssen Bleche ugeheuer an unser Kreiskass draus in Speyer. Und außer der Zinsen kriegt dann als jeder Bürger aus der Palz ein hübsches, rundes Staatsgehalt, so alle Monat ausbezahlt. Die Steuer und die Umlage die wird auf Frankreich übertragen. Mehr Pelzer zahlen doch keine Steuern in denen Zeiten, denen teurer. Und weiter müssen die Franzosen die Palz ganz neu verschenren lassen. Die Speyerer kriegen eine Brick aus Stäh, mit Eisenbogen, wunderschön, und lautere kriegt, sobald wie's geht, eine feine Universität. Die Bottebacher kriegen eine Kirche im Oberdorf am Schulhausberg. Und dann käm England. Das misst Bleche für all sei lumpische Verbrechen. Von seine beste Kolonie misst unser Palz die schönste kriegen. Zum Beispiel Indien, Kanada, Australien und Südafrika. Denn Kolonie hat die Palz so nötig als wie Brot und Salz, weil unser Palz doch mit der Zeit zu klein wird für den Haufen Leid, wo alle Tag und alle Jahre in einem fort wird dazu geboren. Doch wann erst Indien pelzig wär, dann ging man halt ganz einfach her und geb jedem Pelzermann, denn wo man überflüssig hen, Rittergut in Indien draus, mit Scheier, Stell und Herrschaftshaus. Auf die Art, ich wär gut davor, dass schon in 12 bis 15 Jahren das ganze Indien kreuz und quer bis auf die Knochen pelzig wär. Und unser liebe Pelzerspruch, die gebt dort Staatsspruch noch und noch. Und grad so ging's mit Kanada, Australien und Südafrika. Und dann ging's an die Italiener. Da gibt's kein Pelzer, noch net einer, wo net a groß Vergnügen het, dass man die arisch ruppe tät. Doch bei der Lazzaroner Rass is nix wie Schwindsucht in de Kass, so dass se gar nix kenne Bleche, die miserable Kerl, die Fresche. Und doch, a schwere Stroph muss säuge, wie der Herrschaft noch neu. A Volk, des wo sei Bündnis bricht, kehrt gestroft, und des mit Recht. Drum hab ich mir schon überlegt, das Beste is, wenn man angeht und rede mal mit derer Sött, a gründlich und a deutlich Wort. Doch nicht so zimperlich und zart, nee, auf a gute deutsche Art und nennt die Kerl beim rechten Namen und schellt und häst se alles zusammen, so borstig und so grob und breit, als wie's auf gar keine Kuhhaut geht. Doch wann die Red soll ebbes tauchen, muss man die Pelzerspruch gebrauchen, denn die hat Kraft und Schwung und Schmalz und kommt so flüssig aus'm Hals und Ausdruck hat nicht zum Sagen, für jede Sort von Lebenslache, und wann's
an Grobheit mache geht, mer kommt net in Verlegenheit. Drum kann auch nur ein Pelzermann, wo mit seinem Mundwerk umgehen kann, die Italiener zusammenstauchen, so wie's die schlechte Lumpe brauche. Ich weiß nicht, ob's am Ende von mir nicht arg unbescheiden wär, wann ich steht schreibe nach Berlin, dass ich der einzige Richtige bin, und wann sie meinen, es wär nötig, wär ich zur Hauptprob gern erbötig.